so simple. I'm doing it slowly because I'm known to be someone who messes up stuff. It's fine. Oh, that's good. Spread it all the way in. Okay. That's it. Too slow. Too slow. Oh, it's very springy. Yeah. This is proper hangover food. You got it. It's Bloody Mary on a plate. And this is from a veal, so from a calf, cut through the midsection of the leg. It's incredible. I love this. Thank you so much. Pleasure. Pleasure. Hey, Anne. Hey Tom, I need some ale. Oh, sure, come on up. Cool. It's good timing actually, I'm just trying out this new recipe. Oh, when did you make it? About 2 months ago, it's just ready now. Is it really strong? Yeah, it's a strong one, it's a strong IPA, American style IPA. That's gonna be good for cooking. Yeah, let's try. There you go. Amazing. Thank you so much. I'm gonna bring you some pie later. You're welcome, I look forward to it. Die Engländer trinken immens gern Ale. Das ist ein bitterer Bier, den oft wörtlich getrunken wird. Und wenn ihr das nicht findet, könnt ihr noch Guinness benutzen. Den Ale lassen wir am Fleisch abkochen. Und da könnt ihr noch ein bisschen Rindsbouillon dabei. Tomatenpaste, Balsamico, 2 Lauriersbeeren, ein bisschen Thym und noch Wurzeln. Du könnt den Deckel drauf und dann lassen wir das ganz dein Wald für sich hinkochen. Du kann das alles an eine Pie-Form kommen. Du könnt ihn aber genauso gut auch in Ceramics-Form für den Ofen holen. Du brauchst nicht mehr nach einem Deckel drauf zu kommen. Ich mache meine aus Flederdeig, weil das geht immer am sichersten.
Du streichst noch ein bisschen Egel drüber, für dass es schön goldig wird. Und du brauchst mein Peine mit einer halben Stunde am Ofen zu backen. Hey, I made a steak and ale pie. Wow, look at that, it's delicious. I'll just get some knives and forks. Can I pour some ale? Sure, go for it.